Wunderschönen Nachmittag wünschen wir euch. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet ein schönes Wochenende gehabt. Nico, wie war dein Wochenende? Hey, heftig kalt. Winterwanderung gemacht. Was, wirklich? Mhm. ja, Bei einer Malone. Hochzeit gsi. Und die gute Idee von der Dame, die geheiratet hat, war, die ganze Truppe auf eine Schnitzeljagd zu schicken. Für uns, für Kälte, yeah! Ihr Kälte genau durch den Wald, der Berg drauf. Gamer-konform. Ich weiss nicht, ob der Mosek etwas sagt. Wir sind auf die Mosek hochgelaufen. Das ist in der Nähe von Zollbrücke. Ich habe es auch nicht gekannt, jetzt kenne ich es. Mega nicht wichtig, dass man das kennt, aber dort bin ich. Egal. Okay, ja, in dem Fall. Dafür bist du draußen gewesen. Das ist doch schön. Ich bin nicht draußen gewesen. Hoi, Massimo. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es war ein schönes Weekend gehabt. Ich war nur draußen gewesen, insofern, dass ich musste umsteigen. Also zum Bahnhof gehen, also zuerst zum Bus laufen, dann beim Bahnhof umsteigen und so weiter und dann nochmal in die Wohnung. Sonst bin ich auch einfach daheim geblieben, so gut es ist gegangen. Ja, also ich verstehe dich. Ich hätte es auch so gemacht, aber gell, Hochzeiten musst du gehen, das ja, ist irgendwie... Aber gleich, Mann, bei diesen Temperaturen einen Schnitzeljagd machen, ist schon ein bisschen assi. Aber ja. Das stimmt. Das habe ich auch gedacht, aber gell. Ja, aber im Idealfall heiratet man ja nur einmal im Leben. Von dem her macht man doch den Leuten das gefallen. True. Nico hat sogar gestreamt. Du hast sogar gestreamt, Nico. Stimmt, ich habe irgendetwas gesehen. ja, kurz ein bisschen Modern Warfare gestreamt und der Massi hat reingeschaut. Nice. Das war lustig. Ja, sehr cool. Und der Antrag so ist auch noch da. Guten Nachmittag. Ich hoffe, es geht auch dir gut. Ich hoffe, ihr habt ein chilliges Wochenende verbracht. Ohne viel Turbulenzen, sage ich jetzt mal so. Guter Podcast. Genau, so kalt war es sicher für alle. Ja. Gut, außer die raus haben müssen. Ja. Ja, sagen wir es mal so, ich habe an diesem Wochenende sehr viel gegessen. Hey Sarah, wie geht's dir heute? Und Also viel gegessen habe ich auch. Lernstress. Lernstress-Attraxo, was ist los? Ist Abschlussprüfungen? Der hat Prüfungen, ja. Ui. Und darf dann auch auf alles noch meine Stefan machen, der arme sich. Scheiße. In dem Fall packst du das schon, come on. Du schaffst es. Ja. Easy peasy. Hey Squanchy, wie geht's dir? Lernstress sollte nach ETH. Lernstress ist allgemein immer, wenn man eine Weiterbildung macht oder wenn man studiert. Ich glaube, das ist nicht sehr abhängig von einer einzigen Schule. Sie haben Prüfungen nach der Ferien, die armen Siechen. Hurra, sie eigentlich. Du hast so Ferien, damit du dich vorbereiten kannst. Wobei, ich kenne ja ein paar, die nehmen extra Ferien, um sich vorbereiten für die Prüfungen. Oh, come on, ich meine, das machst du einmal im Leben. Das Studium im Idealfall. Heute ist alles im Idealfall nur einmal. Und ja. Dann hast du dafür mehr Lohn und einen geileren Job und alles so Zeugs. Im Idealfall. Fair. Ja, Massi, das stimmt. Kein Achselschweiß bei den Hemli. Ja, also wir haben natürlich geswitcht von der Kleidung. Wir haben zuerst Winterkleidung an. Und nachher, wo wir im Hotel Mosek ankamen, das ist übrigens ein schönes Hotel, haben wir können wechseln. Und dann habe ich nachher ein Jacke an, also bin ein bisschen schick angelegt sein. Ja. Genau. Und, ja, wenigstens hätte er noch umziehen und dann hätte er noch ein Hotel gehabt. Ja. Stell dir vor, hey. Und es hat auch feines Essen gegeben. Also, der hat sich selber schon fast ein bisschen zur Hälfte gelohnt, Mensch. Ja, also das Ding ist, es war geil, weil die Kinder haben so Chicken Nuggets und Pommes bekommen. Die armen Kinder? Die Kleinen, oder? Okay. Und ich habe nachher gefragt, ob ich auch Chicken Nuggets und Pommes darf haben. Was? Das Hauptmenü war ein Lamm. Und ich Lame, hallo, Lamm?
Und dann habe ich so ein grosses Dauer Chicken Nuggets und Pommes. Also, ich meine, ich habe gerne Chicken Nuggets, aber never würde ich Lamm gegen Chicken Nuggets austauschen, Mann. Alter. Mama. Hast du ja auch Kindertisch müssen sitzen? Ja, also ich habe natürlich mit denen, ich habe ihnen gesagt, hey, ich bin einer von euch, ich gehöre zu euch ins Team. Da bist du an Kindertisch gekommen. So gut. Nein, es war lustig, weil ich das Dreifache bekommen von ihrer Portion. Und der eine hat es, glaube ich, ein bisschen unfair gefunden. Ja, die kleinen Knirpsen, ja, logisch. Die haben auch grössere Augen als Megan, also von dem her. Definitiv. Nein, aber es ist lustig. Vorteil im Winter an der Hochzeit, hast du keinen Achselschweiß bei den Hemden. Aber ja, oh, shit. habe ich vorher schon gelesen. Ja, aber dafür ist es schon arschkalt, Mann. Und das stimmt nicht einmal unbedingt. Du kannst schon das Geilste, wenn der Achselschweiß gefriert, dann Massi, weißt du, dann hast du so Eiszäpfen unter den Achseln. Und der Bud Spencer ist auch noch da, Sally Bud Spencer. Ich hatte Chicken Nuggets am Sonntag. Nice, Alter. Da, du warst ein cooler Onkel. Hast du den Onkel Nico gesehen? Onkel ich bin mega Nico. Cool gewesen. Darf ich noch ein Chicken Nuggets von dir haben? Wir sind also recht schnell die ganze Schnitzeljagd abgelaufen, weil wir eigentlich nicht wirklich mitgemacht haben. Wir haben so weit gefunden, hey, wir machen eigentlich eine schöne Winterwanderung und uns so ein bisschen von dem abgrenzt. Ja, also ich muss ehrlich gesagt auch sagen, jetzt, also eine Hochzeit, ich will die Hochzeit genießen oder nicht noch Schnitzeljagd machen. Aber ja. Genau. Ja, Nico, erzähl mal, was ist so eine coole Brille, die du auf dem Kopf hast? Ja, das ist natürlich klar gewesen, dass der Zomuko kommt und das fragt. Das ist Blaufilterbrille. Die hilft beim Arbeiten am PC. Das ist recht gäbig. Die habe ich übrigens von einem guten Kollegen bekommen, auch, zum Geburtstag. Zomuko kennt ihn. Der Streiter. Das ist mein Brillenlieferant. Er macht auch mit sportlichen Aktivitäten so. Selber komplett. Ja, es ist so. Ich habe mich wirklich auch mega gefragt, als ich die Einladung gesehen habe. Habe ich einfach so gedacht, hey, wollt ihr uns alle verarschen? Ja. Also sportlicher ist als Minigolf geht nicht. Es war dann teilweise einfach auch so durch den Schnee laufen. Weißt du, einfach so einen Hügel rauf. Und dann hat es teilweise so ältere Leute dabei gehabt, so die Mutter und so. Und die haben es fast nicht geschafft. Oh, Scheiße, ja eben. Das ist halt das. Also, ich denke nur, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich war, wenn wir dort, also der Chef hat mega gerne Wanderungen gemacht und das war eher sportlich gewesen. Und wir sind dann mit dem ganzen Team, haben wir wirklich 2 Tage gewandert. Und dann nicht eine einfache Strecke, sondern wirklich in Arosa, im Zeug rumgelaufen. Also wirklich die Hocker auf, bis in den Gipfel rauf. Und wir haben wirklich ein paar Leute dabei gehabt, die waren super unsportlich gewesen. Und ja, das kannst du doch nicht machen in meinen Augen. Aber ja, es ist einfach, ich habe mir so ein bisschen gedacht, das ist vielleicht auch ein bisschen Belustigung für die es organisieren. Oh, fies. Weil sie selber sind halt nicht mitgewandert, sie sind einfach so an der Post das ist vor allem nach Asien. Also ich meine, wenn du schon so etwas organisierst, wo du selber gerne Sport machst und so, dann machst du aber auch selber mit. Und sonst bietest du wenigstens ein Alternativprogramm an. Aber egal. Apropos Programm, wir haben im Fall Leute, wir müssen euch ganz kurz schnell hier ein kleines etwas auf Fraß vorwerfen, sagen wir es so. Und zwar, wir sind dran, die Fantasy Basel am planen. Unser Stand für Fantasy Basel. Yes. Genau. Und ja, natürlich sind wir wieder an Fantasy Basel mit dabei, mit unserem eigenen Stand. Wir wissen den Standplatz noch nicht, aber wir werden dort sein. Kommt unbedingt wir werden dort sein. Ja. Yes, wir haben wieder coole Sachen geplant. Aber zum Teil auch neue Sachen. Yes, du hast den Stand geplant. Mega gut. Steffi geht in 3 Tagen zocken. Ja, ungefähr so gesehen zu sagen, ja. Steffi geht in 3 Tagen um. Hey, das ist also es klingt ja so easy peasy, lemon squeezy, gell? Aber es ist im Fall hure anstrengend, das kann ich euch schon sagen. Vor allem noch mit dem Lärm vor Halle her, das schlaucht einem richtig. Und die ganze Tag nur sitzen. Anstrengender.
als am Glücksrad Hey, starten. vor allem den ganzen Tag nur sitzen. Ich sag dir, die Blutzucker geht so richtig ins Loch. Ja. Also das kann ich wirklich sagen. Also alle die das Gefühl haben, so, ja, so ein bisschen streamen und so, das ist ja voll chillig, hockst nur und zockst Games. Ja, am Fall. Ich fluche jetzt hier nicht. Ich stelle es dann schon mal als Glücksrad. Das Ja. Jahr muss sein im Fall. Das Jahr muss sein. Du, wir Schauen schauen wir schon, einfach, dass wie sie das wir... mal machen. Nein, wir schauen einfach, wie wir das aufteilen mit dem Programm. Du kannst da jetzt nicht einfach bestimmen, wer was wie wo. Wir müssen schauen, wie es geht. Du Ja, hast ja. keine Ahnung. Du, Oh, ich kann sehr gut bestimmen, Madame. Ich habe sogar sehr viel Bestimmungsrecht. Jetzt bei dem. Du hast viel, aber nicht alle. Nico, nicht alle. Ich habe immer noch zu sagen, Schau jetzt, wenn wenn es der um Twitch Troy geht. kommt, Sorry, Star. wenn der Troy kommt, dann wirst du sicher jemanden haben, der dich auch ersetzen am Stream. Wenn er kommt. Wenn. Ich Ich hoffe, hätte ja er dann kommt. Ferien. Er hat sicher Ferien gegeben. Ein Also ich habe ihn schon gefragt, das hat er schon getönt, das hat er Bock. Ein selbstdrehendes Glücksrad, wo man nur Knöpfe drücken muss, wäre doch was. Hey, im Fall aber genau das haben wir heute geredet. Wir sind uns aber nicht sicher, wie geil das ist. Nein, das ist im Fall keine gute Idee. Also ich bin wirklich Aber der Meinung, wie dass das keine gute ich Idee heute schon ist. gesagt habe, du musst dir vorstellen, wenn du ein Glücksrad hast, wo du von Hang kannst selber bestimmen, wie du angehst, wie fest, dann vermittelst du demjenigen oder der am Glücksrad dreht, das Gefühl, dass sie aktiv ein bisschen mit ihrem oder seinem Skill kann mit beeinflussen ja, wo das Bauen schlussendlich landet. Auch wenn es nur Glück ist, da sind wir uns alle einig, darum heisst es fucking Glücksrad. Aber du hast halt so das Gefühl, du kannst es ein bisschen beeinflussen. Aber wenn du einfach nur einen Button kannst drücken, dann hast du so das Gefühl, dann ist wirklich alles nur eine Glückssache. Und wahrscheinlich ist es ja auch noch irgendwie programmiert, oder so, dass nur jeder Fünfte gewinnt. Das ist doch irgendwie doof. Ja, aber eben, das ist... Er hat Das vor allem ist, ein Kappa dahinter dran geschrieben. Also, nein, nicht er, sorry. Seldra hat ein Kappa hinten dran geschrieben. Stimmt, aber, Ja. aber das Ding ist, das mit Fair dem Knopf Atraxo, Nico, das haben wir uns überlegt. Aber es ist halt noch nicht das Gleiche. Und weißt du, wie viele Leute kommen nachher und sagen, das ist Aber es beschiss und das hat er doch programmiert. Jeder Fünfte kann Sobald es gewinnen, digital bla, bla, bla. ist, Ja, ja. fangen sie an mit programmiert, kannst du sicher sein. Ja. Sie sind ja teilweise jetzt schon überfordert mit genau, was sie müssen machen müssen. Das ist echt fest. Ist kaputt. Ja, dann denke ich, aber du steckst, wie dir oben steckt. Ja, der wie dir so ein oben bisschen fest im ja, Fall. da oben steckt doch ein bisschen etwas fest, aber von Schwerkraft geht. Ah, Oder Fliehkraft, Wie Gottfried. vielen Leuten das an mich erklären. Horror. Also das Mal müssen wir glaub, von Anfang an einfach wirklich ein Schildchen preparen, wo wir dort aufhängen. So, nein, dass der Ball steckt nicht fest. Das nennt sich Fliehkraft. Genau. Also ich habe ja das Schild hergetan. Ja, so, aber das Mal müssen wir von Anfang an preparen. Das ist eines unserer grössten Learnings von letzten Jahr. Die Leute sind dumm. Nein, sorry. Das stimmt. Also, Ja. Entschuldigung, nein, ich meine nicht, Nein, die sie Leute sind sind nicht dumm. Es dumm. ist eines der grössten Learnings, das sollte Ja, ich es sagen. ist... dass die Leute das nicht schnallen. Das Ding muss Geld werden. Ja, das haben sie auch, also haben so viel auch gesagt, Mann. Ja, und dann Das kommen ist die huren Kiddies, die dermaßen fest an diesem Glücksrad rütteln, dass es auseinandergeht. Also von dem her, ja, eher nie nagelfest in den Boden reinmachen. Das würde glaub, besser helfen. Ja, also Hölle. ich weiss noch, die eine hat es, glaube ich, geschafft, das Rad sich selber an den Kopf zu holen. Irgendwie. Also, dass es auf sie ist gefallen, so. Oh nein. Und dann ist es, glaube ich, ein Bein runtergeht oder so. Es ist schon alles passiert. Also von dem. Ja. Genau. Darum geht man in der Informatik vom Super-DAO aus, vom dümmsten anzunehmenden User. Das ist nicht nur in der Informatik so, das ist mittlerweile so ein bisschen überall so, der DAO. Das ist es so. Nico soll das Rad drehen, im Borat-Kostüm. Ich glaube, unsere Marketingabteilung bzw. unsere Brand-Abteilung hat da nicht so Freude. Also, ich weiss nicht, welches Borat-Kostüm du meinst, aber wenn du das meinst, wo Es ich gibt im nur ein Kopf habe. bekanntes Borat-Kostüm. Es ist grün. Ja, dann müsst ihr aber zu Day-Deal über. Müsstest du ein rotes anlegen. Oder du gehst Ja, zu also Day-Deal. ganz ehrlich, das ist Massi, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, aber das ist die Fantasy-Pass und nicht irgendwie die Erotika-Messe, gell?
Also, ganz ehrlich, das ist nicht... Cosplay, oder? Ja. Also ich meine das ganz ist ehrlich, wenn ich ähnlich. dort wenn ich schaue, oder wenn wir alle sehen, was dort alle für Cosplayer rumlaufen, mit was für Kostümen, ist das gar nicht so weit entfernt. Das stimmt, ich sehe immer wieder die Mates. Ich sehe immer wieder super nackte Ärscher, also von dem her. Aber ich meine, weißt du, was du kannst machen? Das ist ein bisschen weniger schlimm. Du kannst dir so einen ganzkörper hautfarbigen Bodysuit anziehen mit so aufgezeichneten Muskeln und Brusthaar und dann das Borat-Kostüm drüber. Dann bist du voll angezogen. Kein Problem. Komplett angelegt. Aber hast du das als Borat-Kostüm an? Also, ich weiß nicht, das Steffi drängt hat ihre Cosplay Nacht. studiert. Also, was ist mit euch nicht, was ist mit euch nicht gut? Massi, deine Fantasie, du spielst nicht mehr Angst ins Leben, gell? Hey, wirklich. Nein, also wenn wir cosplayen, dann alle vom Team. Sonst ist es nicht lustig. Wir müssen alle vom Team etwas anlegen. Ich habe als Pikachu Ganzkörper-Dings. So eine Flauschige. Das fände ich zum Den Beispiel kannst du nice. anlegen. Nein, Nein, ich habe ihn nur du mit musst auch Cell. Cosplay kommen. Aha. Ich muss etwas anderes anlegen. Ich kann einfach jemandem geben, wo mir Ist das von dir, ist das von deiner früheren Zeit? Nein, ich habe es mal gekauft, habe aber nicht gesehen, dass es nur noch eine Größe verfügbar hat im XL und habe es dann nicht mehr retournieren. Geil, aber du kannst ja mit dem Eve zusammen in ein Kostüm. Ja, ich glaube, man hat beide Platz. Und nebeneinander So ein doppelköpfiges Pikachu. Beides, ja. Einen im Bauch, Das einen im wär Kopf, aber geil. fair. Ja, wir müssen noch schauen. Wir haben natürlich alle unseren Dresscode dort vor Ort. Als Park.ch-Mitarbeiter müssen wir natürlich schon dementsprechend auch gekennzeichnet sein, sage ich jetzt einmal. Ja, natürlich. Also eben, wie gesagt, was natürlich geil wäre, habe ich mir auch schon überlegt, wenn wir da unseren Lizard, das Kostüm von dem hätten. Irgendwie. Ja, das wäre mega cool, dass man Weißt du, mit so einem mit einem Pracht-T-Shirt. riesengroßen Flauschi-Herz, ja! Das wäre richtig cool. So einem Pracht-T-Shirt und nachher So wie hinten der drauf da so, hier, weißt du, so. So wie der mit dem Herz. Genau, der. Plüschherz. Oh. Und hinten drauf irgendwie unser Twitch-Follow-QR-Code oder so. Ja, voll. Das wäre noch cool. Yes. So, also, was hast du die Kamera gedreht? Ja, Kamera dreht. Ich probiere ein bisschen neue Winkel aus im Moment. Hast du es vor oder nachdem ich dir gesagt habe, Nein, so alles gut. Es Wie ist du alles nachher gut, Steffi. nachhockst. Alles Gut. gleich. Aber ja, hey, was meinst du, wenn wir langsam in unsere Podcast-Themen switchen? Ja. Es ist Definitiv. besser so. Sorry, der Massi schafft es immer, mich abzulenken mit seinem Talk hier. Ja, Massi, du jetzt mal schnell ein bisschen pausieren. Wir gehen jetzt in den Podcast, hä? Ja, Kannst du dann wieder... bist schärfer, Nico. He? Nein, bleib hier, Mann. Du, heute sehe ich aus wie Nico, ein Velofahrer. Hör auf, der Massimo zu verscheuchen. Er soll da bleiben. Der geht doch nicht wieder, das sagt er jedes Mal. auf jeden Viewer. Hallo? Nein. Das sagst du mir jedes Mal, ich soll das nicht sagen, ich komme nicht mehr raus. Also, jetzt. Wollen wir anfangen mit dem Podcast oder nicht? Yes. Würde meinen. Das ist ja jetzt an mir, hä? Also, ich mache eine kurze Kunstpause, Steffi, du tust mir bitte nicht dazwischen husten. Aber bitte noch das Dia starten vorher. Ah. Video. Nice. Habe ich Hure vergessen. Also jetzt gestartet, mein läuft. Ich auch. Wenn wir schnell 3, plätscheln. Ja. 2. 3, nein, einfach fort. Warte. Also, 3, 2, 1. Gut. Also, Gut. your turn. Kunstpause, dann let's go. Stufe auf Stufe. Genau. Atmen nicht vergessen. Wir sind mittlerweile bei Episode 47 angelangt. Ich hätte fast 74 gesagt. Heute bin ich ein bisschen verwirrt. Das ist Menti. Wie immer.
Und unser Du, das Podcast ist fängt immer an Fanti. mit ganz coolen Buff-Themen und ganz coolen Crit-Themen und ganz coolen Loot-Themen. Und zwar haben wir beim Buff James Bond GoldenEye auf der Xbox, Game Pass und Switch. Wird ein cooles Thema, rede ich nachher drüber. Nachher haben wir Steffi mit dem Game High Rush, wo auch sehr cool tönt. High Ich Five, fetze Rush. rein mit Star Wars Jedi Survivor. Steffi kommt nachher mit einer Twitch-Streamerin, tötet einen Drachen in Elden Ring mit ihrem Hirni. Wow, okay. Crit wäre dann ein Thema, wo Ubisoft wieder mal einen Titel literally im Sand versenkt oder wo im Sand stecken bleibt. Und beim Loot gibt es noch Neues aus unserem Shop. Das ist Buff Crit Loot, Folge 47. Enjoy it. Viel Spaß. So, und das war das Intro gewesen. Und ich habe das erste Thema, also fahre ich weiter. Let's go! GoldenEye. You can do it! GoldenEye James Bond 007. Steffi, Ja. was haltest du von James Bond? Hast du Filme gesehen? Ja, also ich habe viele Filme gesehen, vor allem die älteren. Ich war super Fan von Pierce Brosnan. Alle, die nachher gekommen sind, habe ich irgendwie nicht so gefeiert. Aber sonst hatte ich nie wirklich viele Berührungspunkte mit James Bond und vor allem nicht in Game-Form, muss ich zugeben. Es ist halt, aber es ist wirklich so, das ist ein Shooter. Also ja, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Also, ich kann es nur wiederholen. Shooter ist einfach nicht meins. Okay, aber James Bond, aber Pierce Brosnan, bist du ein grosser Fan gewesen, hast gesagt, das ist ja auch der, der im GoldenEye gespielt hat, im originalen Film. Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact noch zum Film. Einer der Produzenten heisst Albert R. Broccoli. Kein Witz, der heisst wirklich so. Das habe ich mega lustig gefunden, darum habe ich mir es hier noch schnell rausgeschrieben. Was ich auch mega, was ich auch mega lustig gefunden habe, ist Yves seine Antwort, wo ich ihn gefragt habe, wie jetzt das neue GoldenEye remastered ist. Und ich habe ihm so geschrieben: Hey Yves, hast du mir schnell 4-5 Facts zum neuen GoldenEye? Wie ist es? Der Yves: Ja klar, hier meine Facts. Und dann schreibt er: Pro GoldenEye Retro Feeling, Contra, es ist immer noch genau gleich. Dann ich so: Ja, merci Yves, danke. Das ist schon ein Remake, was erwartest. Ja, und ich sage einfach 4-5 Facts und er schreibt 2 und er noch so es ist nicht mal ein Also, Fact. ja. Merci Yves übrigens wirklich für den wunderbaren Beitrag. Der war so erbauend gewesen. Also, vom Herr Stobli aus ist das GoldenEye Retro Feeling mega da. Und es ist immer noch genau das gleiche Game. Wow. Okay. Ich kann euch noch ein bisschen mehr sagen über das Remake. Es hat natürlich als Remastered-Version ein bisschen bessere Grafik, aber natürlich sind es immer noch grafisch die Klötzli-Grafik von damals, was ja für mich auch eigentlich nicht darf fehlen, weil GoldenEye ist auch eines der ersten Multiplayer-Shooter-Games gewesen, die ich in meinem Leben überhaupt gespielt habe. Also wie bin ich denn gewesen? Ich glaube, zu jung für das Game eigentlich. Also, ich glaube, so 13, 14. Also man darf ja nicht vergessen, es ist ein N64-Game, gell? Also Genau, es ist auf dem N64. Das ist hier vor 23 Jahren ist das rausgekommen. Und ich glaube, in Deutschland dediziert. So wie ich das mitbekommen habe. Also in Deutschland hat man es, glaube ich, gar nicht dürfen verkaufen. In der Schweiz war es, glaube ich, anders gewesen. Weil es halt viel Gewalt hat drin hatte und eben Shooter. Jetzt ist es aber zurück, und zwar ist es zurück auf der Switch, wo es sogar einen Online-Multiplayer-Modus gibt. Nintendo Switch ist aber die einzige Konsole, die einen Online-Multiplayer-Modi bietet, weil sie auf das Originalspiel zurückgreifen. Studio Rare, die gehören übrigens jetzt zu Microsoft, hat aber den Titel für Xbox nachgebildet, also wie nachher baut, halt nicht auf das Originalspiel zurückgegriffen und können sich darum nur auf einen lokalen Multiplayer beschränken mit dem altbekannten Splitscreen. Aber ganz ehrlich, wie spielt man GoldenEye Multiplayer und nicht online? Nicht online. Der lädt einen Kollegen ein,
kaufst ein paar Bier, kaufst ein bisschen Popcorn, kaufst ein bisschen Chips und nachher geht es ab auf die Couch und dann wird der gezockt. GoldenEye wird nur so gezockt. Also ich würde das jetzt nie online spielen. Ganz ehrlich. Das ist ein Game, wo ich glaube genau zur gleichen Zeit habe ich Banjo und Kazooie zocken auf der 64 mit meinem Kollegen. Wir haben immer das gezockt und Banjo und Kazooie. Und das ist einfach, also das ist Nostalgie. Das ist mega cool, das Fakt. GoldenEye muss man immer wieder spielen, finde ich. Das Feeling ist halt unvergleichlich und dann fühle ich mich halt gerade wieder so 13, 14 vor der 64, wo wir übrigens als Kind keine bekommen haben. Gell? Ja, immer zum Kollegen müssen gehen spielen, weil ich selber auch Was? keine bekommen. Sogar ich habe Meine Mama hat eine. nicht wollen, dass ich eine bekomme. Nein, Sie hat einfach nein, sie hat nie einfach nicht eine. wollen, dass du ein Gamer wirst. Immer die Nein, sie hat einfach Gamers wollen, im sie hat nicht wollen, dass ich noch Gaming-Buben. gewalttätiger werde. Nein, aber Wow, weißt du, was ich okay. meine? Nein, Spaß. Kleiner Einwurf noch schnell. GoldenEye Ja. ist tatsächlich 1997 erschienen auf der Nintendo 64. 1997. Ja. Oh, fuck, warte schnell. Ist also schon ein Holy shit, Weile da bin ich ja her. viel jünger gewesen als ich. Ja, eben. Definitiv, ja. Holy shit. Da bin ich ja viel jünger gewesen. Oh mein Gott. Aber du bist Okay, ja wahrscheinlich gut, lassen wir das auf irgendwie der 60. Gut, Seite. Hä? Es ist ja auch nicht 1997 nur gespielt worden. Es hat sich über Jahre hinweg hat man das ja können spielen. N64 war eher eine mega geile Konsole. Ich habe ja jahrelang mit der gespielt. Ich habe sogar noch mit der gespielt, wo die Wii schon draussen war. Also, Ja, die hat dort einfach performt. Also die geile performt noch heute. Games gehabt. Oh, also muss ich schon sagen, an dieser Stelle. Also eben, ich kenne genug Leute, die immer noch so Mario Kart Partys machen mit der 64. Ja, gibt es auch. Eben auf der Couch. So. Genau, Oder also Afterpartys irgendwie an der Faba irgendwo findet man das immer wieder genau. chillig. Aber auf jeden Fall, eben, Mario Kart, sorry. GoldenEye, warum bin ich jetzt bei Mario Kart? GoldenEye Wo wir über ist Mario älter Kart als die geredet meisten. Aber schon, ja. GoldenEye ist älter als die meisten Leute, die uns zuschauen und zuschauen, auch sogar. Also mega lustig. Und ja, GoldenEye, probiert es aus. Es ist, es ist sogar im Xbox Game Pass, ja. Genau, es ist im Xbox Game Pass. Es hat wieder alle Cheat-Modi drin, also man kann wieder Cheats eingeben. Yay! Es hat Unterstützung für 2 Analogsticks, 16:9 Seitenverhältnis und bis zu 4K. Was halt Was genau an diesem schon- Spiel ist 4K? Ich weiß nicht. Es sieht halt dann einfach aus wie Minecraft Ja, wahrscheinlich. mit Pistolen oder so, ich weiß nicht. Aber was Mit sicher cool ist, ist, dass es reflektierendem Wasser wahrscheinlich oder so. genau, dass es im Xbox Game Pass ist sicher cool. Und Was auch im Xbox Game Pass ist, haha, genau, sehr ist gut. ein nigu neues Game. Das nennt sich Hi-Fi Rush. Und Hi-Fi Rush ist tatsächlich ein Shadow Drop. Es ist ein Shadow Drop, das ist, wenn ein Game nicht announced wird, bis zu dem Tag, wo es effektiv auch gelauncht wird. Also Apex Legends, an das kann man sich ja sicher noch gut erinnern. Oh, ist ich zum liebe Beispiel- es legendär. ist zum Beispiel auch ein Shadow Drop gsi. Das heisst, es ist einfach mal an so einem Showcase. Es ist ja auch jetzt letztens am 25. Januar ist der Xbox und Bethesda Showcase gsi, wo live gestreamt worden ist, wo sie eben immer mal wieder die Leute ein bisschen updaten, so was sie gerade machen sie, was läuft. Und sie haben eben auch gerade das neue Game Hi-Fi Rush vorgestellt. Und es ist am gleichen Tag auch schon gerade spielbar gewesen. Und genau das macht es eben zu einem Shadow Drop Game. Genau, also was ist Hi-Fi Rush? Das ist ein Game, das tatsächlich schon viel länger in Entwicklung ist, als man sich denken kann. Und zwar seit 2017. Und Wow. zwar von Tango Gameworks. Das sind das ist das Entwicklerstudio, das The Evil Within, Ghostwire Tokyo und auch das allererste Resident Evil gemacht haben. Also es ist wirklich, es könnte weiter weg nicht sein. Es ist wirklich das pure Gegenteil. Es hat eine coole, bunte Comic-Grafik. Es ist ein mega schnelles und witziges, rhythmusbasiertes Action-Adventure-Game. Eher ein einfaches Gameplay
Und auch wenn man den Takt nicht immer trifft, ist es überhaupt nicht schlimm. Und es geht tatsächlich auch nur so 8 bis 9 Stunden beim ersten Run. Und ja, man spielt einen jungen Mann, also so einen Teenager wahrscheinlich, der nennt sich Chai. Also ja, wie der Chai-Tee. Und nicht Thai, Nice. sondern Chai. Und er Das ist ist so ein eine... Teenager, oder? Genau, ja. Er ist so ein möchtegern Rockstar. Und ich weiß nicht, Achtung. was genau passiert ist, aber aus irgendeinem Grund hat er so einen Roboterarm, beziehungsweise sein Arm war irgendwie kaputt gewesen. Und er ist so zu einer Company, also zu so einem Konzern, der nennt sich Wendeley oder Wendley, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und der hat ihm, ja, irgend so etwas, der hat ihm dann so einen Roboterarm verpasst. Dummerweise hat er nicht nur einen Roboterarm bekommen, sondern er hat auch noch in seine Brust so einen Musikplayer eingebaut bekommen, so aus Versehen. So ein iPod oder was? Einfach, ich weiß nicht genau, einfach so in seiner Brust so einen Musikplayer. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen muss. Ich habe es noch nicht gespielt. Auf jeden Fall hört er durch das so den Rhythmus der Welt. Und darum ist eben auch rhythmusbasiertes Gameplay, wo du halt eben wirklich deine Fights und alles im Rhythmus also ja, in einem gewissen Rhythmus musst bestreiten. Und tatsächlich hat er auch als seine Hauptwaffe seine E-Gitarre. Also er vermöbelt effektiv sämtliche Gegner mit seiner E-Gitarre. Ja, ich sehe wie. Und ja, der Punkt, also der Hauptpunkt von dem Game, also die Main Story von dem Game ist, dass eben durch das, dass er den Player in seinen Brustkorb hat, implantiert bekommen, aus Versehen, wird er aber näher von Wendeley selber, also der Konzern, der das überhaupt gemacht hat, als defekt eingestuft. Und sie wollen ihn natürlich näher ausschalten. Ja, und da muss er natürlich jetzt dagegen ankämpfen. Okay, ich sehe wie. Und es ist anscheinend ein sehr wirklich zwangloses und entspannendes Game, auch wenn es sehr actiongeladen ist es anscheinend wirklich nicht wahnsinnig super schwer zum Spielen und es ist wahnsinnig erfolgreich. Also nicht nur durch das, dass es im Xbox Game Pass natürlich an Day One wirklich also 25 Millionen User einfach so for free available ist, wo ja Xbox Game Pass hat, 25 Millionen Abonnenten. Und das ist natürlich für ein Game schon mal richtig krass, dass es überhaupt an Tag 1 so vielen Usern frei zur Verfügung gestellt wird. Aber tatsächlich boomt es so extrem auf Steam. Auf Steam kostet es ungefähr so um die 30 Franken. Und es wird wie wahnsinnig gekauft. Also die Leute feiern es auch. Und das ist irgendwie öfters mal noch so bei Shadow Drop Games. Und ich habe so das Gefühl, das ist, weil man gar keine Zeit hat, um einen ewig grossen Hype aufzubauen. Ich nenne das, wenn so ein Hype aufgebaut wird, das ist für mich immer noch nach wie vor das Cyberpunk-Phänomen. Dass man über Monate hinweg künstlich einen Hype generiert und das Game dann aber eher enttäuschend ist, weil man also im Vergleich zu den Erwartungen, die man hat, wo die Erwartungen so künstlich hoch gehalten werden, dass man nachher diesen Erwartungen fast gar nicht gerecht werden kann als Entwickler. Und darum habe ich das Gefühl, funktionieren Shadow Drops so gut, weil wenn es natürlich ein überraschend gutes Game ist, feiern es natürlich die Leute dann umso mehr, weil es eben nicht gross announced worden ist. Fair. Also, bis jetzt tönt es wirklich nach einem Game, wo man. Also, ich finde auch alle die rhythmusbasierten Games, wir haben ja schon über Metal Hellsinger geredet. Genau, das ist ähnlich. Das ist ja sehr ähnlich, einfach im Metal-Genre. Und das hier ist jetzt auch mehr so im EDM-Rock-Genre. Und das sind so Games, die zockst zum Runterkommen. Die zockst zum ein bisschen die verlieren in diesem Rhythmus. Genau, in diesem Beat. Du musst auch weniger nachdenken, sondern halt wirklich mehr das Game fühlen. Das finde ich noch recht cool. Ich habe mir es nicht angeschaut, ich habe es noch nicht gespielt, noch nicht angespielt, aber ich finde es insofern noch interessant, als dass ich mir effektiv vorstellen kann, einen Freitag zu streamen. Ah, okay. Ja, weil es ein kurzes Ding wäre, könntest du es auch in ein paar Folgen, wenn es gut ankommt, durchziehen.
Ja, Wäre gehen wir eigentlich mal noch auf cool. Pause, braucht etwa 10 Stunden, dann wären das, ja gut, immerhin doch 5 Streams, gell? Das Aber stimmt, das jetzt einfach stimmt. mal, also wenn ich es voll würde durchspielen, aber ich würde sagen, jetzt einfach mal reinschauen, First Impression, einfach mal, ja, was ist so ein Game, wie sieht es aus? Wäre. Und es Fände ich kommen cool. ja jetzt Also ich in fände es den cool. nächsten paar Wochen ja eigentlich noch recht viele neue Games raus, Es von kommen dem so her. viele geile Ja, Games. eben! Xbox, by the way, kleiner Fun Fact an dieser, an dieser Stelle. Xbox hat sogar wirklich selber zugegeben, dass 2022 ein bisschen mager ausgefallen ist, was neue Games betrifft und dass das 2023 anders wird aussehen. Ah, Mhm. okay. Also, Dann sind wir in dem Fall gespannt. yep. Sind wir in dem Fall sehr gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es anschaue, finde ich es cool. Würde aber jetzt das nicht zocken, aber dir dabei Nicht! zuschauen, da sehe ich mich noch. Aber also, ich denke, so ein bisschen der Ja. Wannabe-Rockstar und so, der würde ja Nee, ich dir habe so entsprechen. gewusst, dass das kommt. Es ist so klar gewesen. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen. Ja, ist ja gleich. Nein, Ich meine, ich es ist sage mir so ein bisschen schon. zu. Es Ich ist habe mir so nicht ein das bisschen wollen zu. sagen, aber aufgrund von. Ja, egal. Alles gut. Alles Nein, gut. du Alles weißt gut. doch, ich mache die Sprüche extra. Ja. Nein, ich habe mehr daran gedacht, also mehr gedacht, weil es ja ein rhythmusbasiertes Game ist, könnte es eventuell noch etwas für dich sein. Darum, ja. Ja, ich habe genug Rhythmus sonst im Game, in meinem Leben. Ich brauche es nicht nur im Game. Fair Ich tu enough. meistens, das ist wirklich ein fairer Fakt, ich tu meistens Game-Musik im Fall ausschalten bei Games. Meistens geht es immer auf den Sack. Wirklich? Außer sie ist wirklich gut, ja. Ja, Okay, leider. spannend. Also ich Also muss auch ganz sagen, schlimm ist es beim FIFA, by the way. ich habe keine Ahnung, was FIFA für Sound hat oder für Musik. Ich habe es noch nie gespielt in meinem Leben. Ja, es ist schrecklich. Vor allem, Okay. du hörst es so viel. Und es ist einfach. Also, Also ich früher muss war es noch sagen- geil gewesen. Ich muss sagen, auf der N64, mein erstes Game war ja Ocarina of Time. Gewesen. Und ich habe dort, also für alle, die es gespielt haben, mögen sich vielleicht erinnern, für die anderen, ist noch eine kleine Erklärung, wenn man, das Startgebiet ist ja das Kokiri-Dorf, dort startet man. Und so eine der ersten Aufgaben, die man hat, ist zum Deku-Baum zu gehen. Ja, damit das Game, die Story kann weitergehen kann. Und wenn du vom Kokiri-Dorf zu diesem Deku-Baum willst, gehst du so durch eine Gasse, also durch einen engen Weg. Und in diesem Weg hat es so Pflanzen, die so grusige Geräusche machen. Und die rotieren so. Sie schnappen nicht nach dir. Später im Game hat es noch die gleichen, also es sind da die Dekuranias, heissen die, glaube ich. Und später im Game schnappen sie noch nach dir. Das ist ein sehr klassischer Zelda-Gegner tatsächlich. Aber dort dann im Anfang sind sie halt wirklich einfach, sie rotieren nur oben. Sie schnappen nicht nach dir, du kannst auch ganz normal an ihnen vorbeilaufen. Aber die Geräusche und der Sound, die Musik dazu, auf dieser N64-Konsole, das hat mich wahnsinnig gemacht. So als 10-jähriges Mädchen, ich bin dann nicht durchgekommen, ich habe es nicht geschafft, bis ich die Musik ausgestellt habe. Habe ich Radio gehört dazu okay. und dann habe ich es dann geschafft. Ja, effektiv. Aber das ist das, was ich sieht man mal meine. wieder. Ja. Da sieht man mal wieder, was Musik in einem Game ausmachen kann. Wahnsinn! Mhm. Aber das ist das, was ich meine. Also es gibt wirklich Games. Ich habe jetzt sogar es ist schon lustig, aber es wird jetzt viele Leute werden das komisch finden, aber ich habe jetzt so zum Need for Speed Heat, den ich jetzt ein bisschen wieder gespielt habe, habe ich einfach auf einen Podcast dazu hören, anstatt die Musik ausgeschaltet. Und Ja, das why not? ist einfach viel beruhigender, weil ich finde so Podcasts oder Hörbücher zum Gamen hören mega entspannend. Das kann man jetzt komisch finden, aber ich mache das mega gerne. Und wenn ich irgendwie ein Game habe, wo ich mega möchte abgehen, dann habe ich so meine Spotify Gaming Playlist, die dann voll ist mit EDM, Glitch-Hop und Dubstep und dann kann ich richtig Oh, Jesus. durchdrehen. Aber meistens höre ich nicht In-Game-Musik, außer sie ist mega, mega gut. Also jetzt zum Beispiel Elden Ring, Essential, oder? Dort ist Essential, aber du merkst schon, dort ist eine Musik, da ist so viel drin gesetzt worden, für eine Musik, für eine Atmosphäre zu kreieren. Ich denke, bei Zelda Breath of the Wild ist das Gleiche, oder? Dort ist auch die Musik so nice. Es kommt davon, in welchem Gebiet du bist. Okay. Manchmal lässt sie mich also auch, muss ich leider auch sagen. Ja. Auf jeden Fall, Musik, gutes Thema. Eben FIFA-Musik schrecklich, früher cool gewesen. Hat viele Hits gegeben, die ich durch FIFA und auch NHL kennengelernt habe. Zum Beispiel Jerk It Out von den Caesars. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ein Lied, das hörst
überall, immer wieder, das kommt immer wieder im Radio, so ein endloser Hit, das ist I'm gonna check it out. Ah, Jesus, ja. Weißt du welches? Mhm. Das ist so das ist ein richtiger Hit. Das ist früher wirklich noch gut gewesen und heute ist einfach überladen mit so viel Bullshit. Schade. Aber ich würde sehr gern, das darf ich noch anmerken, irgendeinen Track produzieren für ein Game. Hure, da wäre ich so dabei. So für ein Skate 3 oder so, da wäre ich so dabei. Ich habe meine Jungs schon Ja, gesagt sure, von der why Band, not? irgendwann machen wir mal einen Track für ein Game. Kannst ja pitchen. Dann doch gut. Just do Ja, it. ja, Einfach mal machen. ja, ja, Einfach ja, mal machen ja, und probieren. ja, ja, Hey, ja, nicht ja. verlieren. Schön, das ist genau das ist die Einstellung. Seht ihr, Steffi hat aber die richtige Einstellung. Sehr gut. Ja, was immer war, Steffi, es tut mir leid. Ich bin voll High in Rush, das sind wir Musik. Hi-Fi Rush. Ja, jetzt sage ich auch schon High Zwanglos und Rush. entspannt, genau. Zwanglos und Genau. entspannt. Und Obwohl Hi-Fi Rush ja eigentlich nicht so entspannt tönt, aber anscheinend ist das Gaming wirklich sehr chillig. was aber weniger chillig ist, aber irgendwie halt einfach kultig, ist das neue Star Wars, das rauskommt. Da, Weil das ganze. da, 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 da. Genau. Ähm, da, 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 und zwar da. Star Wars Jedi Survivor, ein neues ein Game am Star Wars Himmel, ist der Nachfolger vom ersten. Und ich vergesse jedes Mal, wie der erste geheißen hat. Wie hat der erste geheißen? Star Wars Jedi irgendetwas. Ja, absolut keine Ahnung. Ich habe kein Fallen einziges Order. gespielt. Fallen Order, genau. Okay. Fallen Order. Aha. Genau. Und dort hat man schon den rothaarigen Gil, jugendlichen Mensch gespielt, wo, ja, wo mir schon dann mega bekannt vorgekommen ist, weil es gibt einen Schauspieler, der genauso aussieht. Und sie machen das ja öfters bei Games, dass sie Schauspieler nehmen als, wie sagt man dem, als Face-Model in dem Sinn. Ja, für CGI und Äh, so, ja, ja. Genau, genau, Ja. genau. Und der Schauspieler ist mir so bekannt vorgekommen und ich bin mir so sicher gewesen, dass das der Dude von Shameless ist. Kennst du Shameless, die Serie? Nein. Never heard, hä? Nein. Es gibt, es gibt so einen Dude, der spielt bei Shameless Rothaarige und das ist fix der, den sie genommen haben für das Modell für den Star Wars Jedi Fallen Order und jetzt auch für Kann einen gut Nachfolger. sein. Eben, wie du sagst, es sind Und ja vielfach Schauspieler. der Dude heißt Cameron Monaghan. Monaghan. Genau. Der Cameron Monaghan, hundertprozentig ist es der Dude. Also, ich bin mega gut mit Gesichtern und ich wusste, ich kenne den von der. Geht noch mal googlen, Cameron Monaghan, fix haben sie den genommen. Hundertprozentig. Und ich habe es dann nicht neu mehr nachgeschaut. Ich bin echt gut. Auf jeden Fall haben sie den Dude jetzt evolven. Er ist älter geworden, so wie der Schauspieler auch älter ist geworden. Und im jetzigen Teil ist er halt ein erwachsener Mann. Also einfach grösser, ein bisschen breitere Schultern und natürlich auch geskillter. Das Game selber orientiert sich aber am Vorgänger. Das heisst, die ganze Kampagne geht eigentlich weiter, die ganze Geschichte geht eigentlich weiter. Man bleibt dem Vorgänger treu. Grosser Story-Modus wieder. Man kann wieder verschiedene Planeten bereisen. Es gibt knackige Kämpfe. Und neu ist es auch möglich und gewünscht, dass man bereits abgeschlossene Planeten nochmal besucht, um dort noch Herausforderungen zu meistern. Das kennt ihr von der Steffi, die das auch immer macht im Immortal Phoenix Rising. Einfach 100% holen, alle Herausforderungen machen. Das machen sehr viele Leute sehr Sehr gerne. Also finde ich cool, erfüllend. dass wir das jetzt so. Genau, finde ich cool, dass wir das jetzt hier auch machen können. Zum Kampf kann ich noch etwas sagen und nachher ist der schon fast fertig mit den Infos, weil so viel gibt es noch gar nicht. Es gibt von einem Trailer und die Infos, die ich habe. Rauskommen tut das Ganze übrigens am 17. März, also schon gleich. Holy shit. Ja, das ist wirklich schon gleich da. Und im Endeffekt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich es vielleicht sogar zocken. Weil es macht mich schon noch ein bisschen an. Und ich bin ein bisschen im Star Wars-Fieber, weil ich auf Disney Plus gerade die neue Star Wars-Serie wieder schaue. Welche Und neu? da sehe ich mich schon. Wie heißt sie? Fuck. Vergiss es. Wie heißt sie? Steffi, frag doch Keine Ahnung, nicht. ich habe das nicht bloß, ich weiss es nicht. Aber wie Äh, gesagt, Star Wars ist Andor. Andor. Andor, genau. Heisst nicht eine Welt Andor?
Mal, ich glaube, Star eine Welt Wars, heisst gell? Andor, ja, ich glaube, das ist, genau. Ist auch mit dem, lass mich jetzt lügen, mit einem Schauspieler, den man eigentlich kennt, den ich gut kennt. Auf jeden Fall, dort habe ich wieder angefangen, ich bin wieder ein bisschen im Star Wars-Fieber und ich finde, das Game macht mich noch so ein bisschen an. Und im Endeffekt ist es ein cooles Game. Der Kampf haben sich ein bisschen erweitert. Man hat insgesamt 5 Kampfstile, es kommen 3 neue dazu. Wenn ich das jetzt gesehen habe, man kann Einzelklingen führen, das heisst, mit einem Einzellichtschwert kämpft der Karl, das ist übrigens der Main Character, der heisst Karl, Achtung, Zungenbrecher, Kestis. Karl Kestis. Ist Jesus. also nicht irgendeine Krankheit, sondern das ist der Hauptcharakter. Und man, sp man Bist du spielt. noch Influencer? Man kann Einzelklingen führen, also ein einzelnes Lichtschwert. Und mit dem kämpft man standardmäßig. Nachher kann man Doppelklingen führen, dann kann man die zweite Klinge aktivieren, unten nachher. So wie so eine Sith, so Darth Maul-mäßig. Oder 2 Klingen, dass er in beiden Händen Schwerter hat. Nachher kann Das man ist cool. endlich einen Blaster spielen, so der gute alte Blaster. Und dann gibt es noch die Crossguard. Das neue Schwert mit einer Laserparierstange. Das ist ein grosses Zweihand-Laserschwert. Und das kennt man von einem der neueren Star Wars-Filmen. Das hat nämlich dort der Bösewicht, wenn ich jetzt noch weiss, wie er heisst, Bösewicht von der neuen Star Wars-Serie. Kylo Kylo Ren, Ren. genau, der Kylo Ren, ja, genau. 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 Also, das kann man jetzt auch spielen. Von dem her, mega coole Auswahl und Nice. es klingt danach wieder eine heftig gute Story und gute Kämpfe. Man hat ja schon Jedi Fallen Order gelobt für sein gutes Kampfsystem. Also, auf das Game freue ich mich mega und wird sicher auch wieder etwas, wo mein Hirn sich ein bisschen mehr muss anstrengen muss als bei einem Hey, Fair Rush. Hi, oder bei einem, bei dem Hoden-Game da. Ähm, Das war letzte Steffi, Woche mit den Augen dabei. Ja, ja. Steffi, Ja. aber apropos Hirn anstrengen. Ja, Du genau. hast dort noch eine Story, oder? Yes, und zwar, also jetzt müsst ihr eure Hirne wirklich aber auch festhaben, weil sonst explodiert es. Also, stellt euch vor, ihr spielt Elden Ring nicht mit einem normalen Controller. Das ist ja an sich jetzt auch nichts mehr Neues. Ich meine, es hat wirklich, um dort ein bisschen auszuholen, schon Challenges gegeben, wo die Leute mit E-Gitarren, Tanzmatten, Harfen und sogar Bananen, ja, no joke, Bananen, das Game gespielt haben. Und jetzt hat eine Twitch-Streamerin, die nennt sich Perry Carial, die hat jetzt da nochmal eins draufgesetzt. Und zwar hat sie mit dem EEG ihre Hirnströme so irgendwie benutzt, dass sie hat in Elden Ring einen Drachen töten. Das ist der geil. Das ist hure sick. Also klar, es ist noch nicht also wahnsinnig krass ausgereift. Das muss man an dieser Stelle vielleicht sagen. Ich meine, man muss sich vorstellen, das EEG, das ist wirklich so ein medizinisches Gerät, wo man so Elektroden am Kopf befestigt. Also das sind sehr fixe Punkte, die du die musst an deinem Kopf befestigen musst. Und dann bist du dann so angeschlossen und das misst deine Hirnströme. Und das sind ja eigentlich nur Impulse beziehungsweise Wellen und aus denen bist du ja eigentlich nicht wirklich schlau, sage ich jetzt einmal. Und sie ist übrigens, sie hat einen Masterabschluss in Psychologie. Also gemäss ihr, das kannst du natürlich jetzt nicht irgendwie überprüfen oder beweisen oder so, aber ganz ehrlich, wenn sie so mit einer Idee kommt, dann glaube ich ihr das aufs Wort. Und sie hat jetzt effektiv das so geschafft, die Hirnströme, die Hirnwellen so zu übersetzen, dass es ein Signal gibt. Und zwar, aber wie gesagt, sie sind wahnsinnig ausgereift gewesen. Sie hat nur eine einzige Attacke können machen, immer wieder die gleiche. Und zwar so einen Schildstoß. Also sie hat mit dem Schild Ah, einfach ja, ja, tausendmal auf den ja. Drachen eingehauen, bis er tot war. Und Aber sie hat nicht, sie hat nicht,
Schaden vom Drachen bekommen? Also wie ist sie denn Ich jetzt weiss überlebt? ehrlich gesagt nicht, was sie, der Rest, wie sie das geschafft hat. Das müssen Okay. wir auf Twitch nachschauen. Aber ich finde es einfach an sich schon wirklich extrem crazy und zukunftsträchtig irgendwie, dass man das, also dass sie das als, ja, weißt, also als Einzelperson, ohne grosses finanzielles Budget und so, einfach mit einem normalen EEG herbekommen hat. Wo, ich meine, musst du dir mal überlegen. Also, sie hat einfach sich das angeschlossen und hat das geschafft, so auf das Game zu übertragen. Stell dir mal vor, wenn dort ein bisschen investiert wird. Weißt du, wie Ja, krass? ja, natürlich. Also, das ist natürlich schon Next Level. Und also, man muss sich vorstellen, es ist natürlich nicht so, dass du sagst, so, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich mit dem Schild da draufschlage, sondern das ist irgendwie, es wird ganz anders übersetzt. Sie sagt, sie stellt sich einfach vor, dass sie etwas ganz Schweres gegen vorne schiebt. Und dann macht sie den Schlag. Hm. Also es Ja, ist je nachdem, ja, musst du natürlich zuerst ein bisschen herausfinden, was du dir musst vorstellen oder was du musst denken, damit gewisse damit gewisse Sachen passieren. Oder? Also zum Beispiel vorwärts laufen oder so ist natürlich dann wieder etwas ganz anderes, aber es wird fair. auch nicht einfach sein, ich laufe für sie, sondern du musst dir wirklich genau irgendwie etwas vorstellen. Ich weiss Ja. es nicht genau, ich habe es selber nie ausprobiert, logisch nicht. Aber jetzt wird natürlich auf Twitter und Reddit schon heiß diskutiert, dass das ja, die Zukunft vom Gaming könnte sein. Und ja, ich meine, stellt euch mal Mhm. vor, was das für Möglichkeiten bietet für schwerbehinderte Leute. Das ist doch voll cool. Also wenn Es das wäre noch ein super. bisschen, ja, wenn das noch ein bisschen ausgereift ist, dann können gleich schwerbehinderte, querschnittsgelähmte Leute, Menschen können auch endlich die geilen Games zocken, einfach nur mit ihren Hirnströmen. Das ist so Um, cool und der Gedanke, der freut mich total. Und ich hoffe wirklich, dass man dem ein bisschen nachgeht, weil das ist für mich einerseits diesbezüglich natürlich mega gut, eben, dass dort auch Behinderte dann vermehrt Chancen wieder haben zu gamen. ja, Andererseits ist es natürlich, denke ich, auch so Zukunft, wenn man sich vorstellt, eben, es geht immer mehr Richtung Metaverse, ob man will oder nicht. mhm. Und dort, ja, natürlich gewisse, ich sage jetzt mal, Steuerung oder gewisse Elemente mit deinen Kirnströmen zu steuern. Ich glaube, das wird irgendwann mal normal sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerade so ein Game wie Elden Ring hat Mhm, halt im Moment so eine Präsenz immer noch, voll. dass du halt dass das halt auch von ihr ein sehr gescheiter Schachzug ist, genau gerade das Spiel zu spielen. Ja. Mit der, was hast du gesagt? Eka? Nein. EEG. E. Okay, genau. Das, was du sagst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall glaube ich, dass viele Forscher, Wissenschaftler mit dem arbeiten, dass sie probieren, eben Games zu beeinflussen mit Hirnströmungen. Das ist sicher nicht das erste Mal, dass ich es gehört habe, aber das klingt so ein bisschen nach einem Durchbruch jetzt. Und das ist natürlich mega, mega cool und geht für mich auch wieder so in die Richtung Ready Player One, oder? Ähm, Total. Aber und das ist Metaverse, cool. ja. Das ist mega cool. Ja, ich kann mir schon Coole. vorstellen, dass das unsere Zukunft ist, ganz ehrlich. Ja, also 100 Pro. Hm. 100 Pro. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, was eben einfach auch leider unsere Zukunft sind Games, die einfach nicht rauskommen. Und so Weil, schnell sind wir beim Crit angekommen. ja, das ist wirklich leider unsere Zukunft, weil Ubisoft schafft es Ja. einfach nicht, gewisse Hey. Titel, also Yves, wenn du gerade zulässt, du weißt es, gell? Skull and Bones haben wir mal irgendwann angekündigt bekommen, niemand weiß, was es ist. Von Skull and Ist Bones auch, können wir bitte gar nicht erst anfangen. Das ist ja Horror. Also die Story von diesem Game, das ist einfach nur ein Albtraum. Also ich glaube, das ist das Negativbeispiel überhaupt in der ja, Gesamtgeschichte vom Gaming, wenn es um Verschiebungen geht und Nichtvollendung und vor allem auch Nicht-Zufriedenstellung der Gamer. Wo, ja, fair, fair.
Sie haben ja aufgrund vom Ist genau Feedback das. der Gamer haben sie ja Skull and Bones müssen verschieben. Wo sie es müssen reworken, wo es so verrissen worden ist. Ja, aber du gehst halt auch nicht mit so Scheiß und öffentlich. Ich Logisch frage mich, nicht. was sich die Leute überlegen. Also, Keine weißt Ahnung. du, also, ganz ehrlich. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall ein anderes Game, das auch im Sand versinkt, verrinnt und einfach nicht rauskommt, ist eben Prince of Persia und zwar das Remake von Sands of Time. Steffi, Ich. Sands of Time. Ja. Erzähl mir schnell ein Grossartiger bisschen Film etwas, gsi. mit was du das verbindest. Grossartiger Film gsi. Ich weiss, ein Film basiert selber auch auf einem Game. Und das Game habe ich, glaube ich, sogar gespielt. Das war auf der View gsi. Und ich habe es geliebt. Ich habe es geil gefunden. Und ja, eben, das ist in meinen Augen die bis dato, also bis der Film ist rausgekommen, glaube ich, nicht die einzige, aber die einzige erfolgreiche Verfilmung von einem Game gsi. Und sie ist wirklich richtig gut gsi. Das ist lang einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen gsi. Ich habe auch einen leichten Crush gehabt auf Jake Ich könnte Gyllenhaal, mal muss ich natürlich schon sagen. sagen. Cutie Jake Boy. Gyllenhaal. Weißt du übrigens, wie man seinen Namen richtig ausspricht? Ja, wahrscheinlich. Killenhüli. Ja, wo irgendwie, was ist er? Irländer oder so, keine Ahnung. Nein, Schwede. Das ist ein schwedischer Name. Sicher, ist okay, egal. Auf jeden Ja. Fall, ja, schon natürlich einen leichten Crush gehabt, muss ich dazu zugeben. Aber das Game war schon fantastisch gewesen. Also, wenn das ist, was ich meine, das auf der Wii, dann habe ich es echt gerne gespielt. Ja. Es hat doch noch eins gegeben auf dem Gameboy. Keine Ahnung, Ja, das gemeint, weiß ich nicht. es hat das Prince of Persia auf dem Gameboy gegeben, das habe ich nämlich gespielt. Ah, Das okay. war auch richtig gut, gewesen, wo du zuerst an den Wängen laufen. So eins Mhm. der ersten Games, wo du an den Wängen laufen. Ja, das ist bei Und ihm, also bei diesem Game so ein bisschen, ja. das habe ich mega cool gefunden. Also eben. Und das ist schon ein Game, das wird angekündigt seit weiss nicht wann und Ja, kommt einfach nicht raus. also Kommt einfach nicht ich raus. glaube, ursprünglich ist es 2020 announced worden und 2021 hat es dann sollten kommen. Ja. Es ist, ja. Also eben, wenn ich mir jetzt heute so ein bisschen den Trailer anschaue, denke ich zwar auch schon, dass die Grafik wieder sollte überarbeitet werden. Aber Es ist halt ein Remake und kein ja, Remaster. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. das ist Aber ja, true. Das ich ist bin bei true. dir. Also, ich glaube, Sands of Time, auch von der Story und vor allem eben von dem Sand her, kann das natürlich Mhm. grafisch fantastisch aussehen, wenn man das anständig würde neu Ja, machen. also sorry, da kannst du doch. Mm. Vielleicht machen sie ja das jetzt, vielleicht geht es ja darum so lange. Ich Und will das wäre natürlich fantastisch. Ubisoft da nichts entgegen werfen. Also, Weil, aber ja. vielleicht noch schnell, ja, noch schnell darauf einzugehen, dass es eben jetzt zum x-ten Mal verschoben worden ist. Ubisoft selber ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo sie tatsächlich alle Vorbestellungen storniert haben. Und ja, es gibt jetzt also das ganze Geld, das die Leute ausgegeben haben, Gamer ausgegeben haben, wird alles zurückerstattet. Ja. Weil sie können selber Krass. nicht sagen, wie lange es noch geht. Es ist kein Release-Termin in Sicht, Mhm. also weit und Mhm. breit nichts. Mhm. Ja, schwierig. Schwierig. Weil es ist eben einfach wirklich nicht das erste Game, wo das passiert und es ist Ja. einfach ein bisschen Vor schade. allem bei Ubisoft, das ist wirklich ein bisschen auffällig, muss man wirklich Ja, ja. sagen. Irgendwie hat Ja, ja. Ubisoft es nicht so wirklich im Griff. Ja, das ist verdammt traurig. Also, dafür haben sie es dann mega gut in den Griff mit Ingame-Shops einrichten und NFTs und Zeug und Geschichten. Wirklich? Also, das Kann geht ich, dann eher mega das habe ich schnell. nicht so, Mama, auf dem Ubisoft Schirm. hat sich ja Okay. auch extrem schnell in das NFT-Game eingegliedert gehabt. Scheiße, okay. Und Ja, hat vielleicht sind sich sie ja auf auch. Fresse geflogen mit dem, das kann gut sein. Es kann gut sein, aber sie haben sich gross dafür ausgesprochen, dass sie eben NFT in Games mega gute Idee finden und so. Also, Total eine gute Idee, ja. Hat man ja gesehen, wie es geendet hat. ja, genau. Also im Endeffekt wieder etwas, wo wir darauf warten können. Es ist kein neuer Release-Termin geplant. Aber, Ja, eben. was man kann sagen, es ist nicht abgesagt worden. Also sie sind weiterhin dran. Es wird durchgezogen. Aber eben, die Frage ist natürlich ein bisschen, erstens, wie lange dauert es noch? Und zweitens, ja, ist die Grafik nicht wirklich veraltet, wenn das dann rauskommt.
True. Ja, Remakes in aller Ehre, aber irgendwann willst du doch wirklich kein Remake mehr ab einem gewissen Grad von Grafik. Irgendwie. Ja. Ja, also es gibt jetzt so Games, von denen müsste ich also sagen, könnte mir das Remake auch irgendwie, also könnte man sich auch sparen, finde ich. Also es gibt so Games, die zockst, wenn du sie willst, zockst die alte Version Voll. und das Remake wäre so Ja, ein bisschen wie ja, ein. alte Version zocken ist halt nicht immer einfach, wegen der Konsolen, ob du die überhaupt noch hast, beziehungsweise, also jetzt, für die alten Konsolen brauchst du ja schon einen Adapter, die kannst du gar nicht mehr einfach an den Fernseher anschließen. Dann musst du Ja, wieder einen das stimmt. Adapter auftreiben irgendwo. Man weiss dann mal, gibt es überhaupt Adapter für alte Konsolen? Und was man natürlich auch muss sagen, gell? Also, du hast dann wirklich einen matschigen Pixelhaufen auf diesen heutigen Ja, Fernsehern. Das ist halt echt nicht mehr geil. Ja, also das ich habe stimmt. ja wirklich mal probiert, Ocarina of Time auf der N64 auf meinem alten, dann noch wirklich also alten LED-Flatscreen zu spielen. Das ist nicht mehr gegangen. Vergiss es. Und der, den ich jetzt habe, ist ja noch einiges Stück grösser und schärfer mit 8K und das kannst du halt nicht drauf spielen. Das macht keinen Spass mehr. Ja, das stimmt Das aber ist halt schon. so der Das Punkt, stimmt gell? aber schon. Darum Also eben, braucht es ja, halt schau. eben so Remakes und HD-Versionen halt eben eigentlich auch schon, wenn du wieder willst, ein Game spielen willst. Ein True, älteres. true. Das stimmt schon. Also, schau, ich sage es mal so, für das gibt es ja auch die coolen Retro-Seller und Stände immer. An der Faba gibt es ja auch mehr, zwei, drei von denen, Mhm, wo genau. ja wo das alte Zeug noch verkaufen und das ja mit sehr viel Liebe die Sammler auch das Zeug immer wieder anpreisen und, sich auch, und auch schauen, dass es in einem guten Zustand bleibt und so. Ja, Ähm, nicht so wie bei der letzten Episode, gell? Ho, 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 ho. oh ja, mit dem kaputten Pikachu, genau, ja, das Ja, ist recht, das Pokémon ist recht. Yellow, genau. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist wirklich ein Sammlerstück. Also es ist wirklich auch mit einer Watta-Bewertung von 9,2 ist es wirklich zerstört worden vom US-Zoll. Wer die ganze Story will hören will, hört einfach im letzten Podcast Nummer 46 mit der Crit Tale. Dort gehen wir in aller Detailverliebtheit auf diese Story ein. Ja, Ja. also, lass es noch an. Ist wirklich ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig. Aber das ist in dem Fall auch schon das einzige Traurige, das einzige Crit-Thema, das wir haben, Steffi. Mhm. Somit sind wir fertig und gehen direkt in Loot tut Yes! gut. Genau, Was Loot haben wir tut dort, gut. Steffi? Ich möchte euch ein paar Neuheiten vorstellen, die wir bei uns im Shop haben. Wir haben ja jetzt aber gemerkt in den letzten Wochen, wir haben irgendwie nicht mehr ganz so viel, ja, wo wir euch zeigen können oder vorstellen, was wir gekauft haben. Wir können ja auch nicht jede Woche etwas Neues kaufen. Für das haben wir ja, kein Budget zur Verfügung, sagen wir es mal so. Schön wär's. Nein, darum habe ich jetzt gedacht, es wäre doch cool, wenn wir euch einfach mal ab und zu zeigen, was wir einfach neu im Shop haben, wenn wir uns nichts sonst gekauft haben. Also, wir haben einerseits Street Fighter 6. Das geht für Let's die go. PS4 und 5 und für die Xbox, genau. Und ja, hat mich da noch angemeldet, das ist natürlich auch sehr gut. So, genau. Kostet 69,90. Wir haben 60 Stück bestellt. Und ab dem 5.6. ist das verfügbar, aber man kann es eben schon vorbestellen. Genau. Das wird cool. Also, das ist schon das Game, das ich sicher wieder spiele. Immer sättige, da bin ich immer Ja, dabei. ich wollte sagen, du bist ja jemand, der, glaube Street Fighter immer so ein bisschen gespielt hat. Kann das sein? Ja, Tekken mehr, aber Street Tekken mehr. Fighter auch. Auf Ja. jeden Fall bist du ja immer wieder in diesen Fighting Games drin, sag ich Ja, mal. ja, 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 Spielst ja ja. immer Nicht mal so wie wieder. andere, aber ich bin so ein bisschen Button mashen auf gut Glück und dann gewinne ich den mal, ja, ja. Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr talentfrei, wenn es um Fighting Games geht. Ich bin einfach jemand, der einfach mal random ein paar Knöpfe drückt und schaut, was passiert. Muss ich leider wirklich zugeben. Aber ja. Genau, Street Fighter 6 ist, also kann man vorbestellen mittlerweile. Dann haben wir Resident Evil 4 Remake, ebenfalls für die Xbox.
und für die PlayStation 4 und 5. Ab dem 24.03. ist das verfügbar und ist eben auch schon ready für euch im Shop zum Vorbestellen. Dann haben Nice. wir das VR-Headset VR 2, also von PlayStation 2, in einem Bundle zusammen mit Horizon Call of the Mountain. Das ist das VR-Game von Horizon Zero Dawn bzw. Horizon Forbidden West. Ist das nicht sogar der Multiplayer? Nicht, oder? Das ist nochmal Das, etwas anderes. nein, Call of the Mountain ist, also Das ist einfach das VR-Game. genau, das ist das VR-Game. Das ist Okay. das, über das haben wir letztes Mal geredet. Das ist Mhm. das, wo wir können, wo du kannst mit dem neuen Sony VR-Headset Genau, ja. spielen. Und ich sage gerade, aber ich glaube, du kannst das nicht das zwei. Nein, ich glaube, das kannst du nur allein. Aber es ist ein VR, ja, ja. Es ist das VR. Ja. Genau, aber du hast es ist das Bundle, also das Horizon Call of the Mountain zusammen mit der VR 2. Also wirklich PlayStation VR, die Nigu neue. Kommt auch erst am 22. Februar. Da sind einige Stücke für euch vorbestellt. Die könnt ihr jetzt schon vorbestellen, ja. Genau. So, und last but not least habe ich etwas Herziges Kleines für euch rausgesucht. Der Handheld Thumbi. Er nennt sich wirklich Thumbi. Oh, Achtung. Und er ist wirklich etwa so klein wie ein Daumen. Also, Oh, es ist ein Achtung. Schlüsselanhänger, er ist winzig. Und Oh es je. ist so witzig. Ja, er hat ein Steuerkreuz und so 2 Eingabebuttons. Und es kommt, glaube ich, mit 5 vorinstallierten Retro-Games. Und es ist so herzig. Oh, sicher Pong. Es hat 5 Gramm, nicht einmal. 5 Gramm Wow. wiegt er. Ja, und Das den ist gibt es sehr in nice. weiß und in transparent. Und ich habe den so cute gefunden, als ich den gesehen habe. Ja, kann man schon vorstellen. Es ist übrigens ganz normal mit einem Micro-USB-Kabel aufladbar. Also von dem her, ja, also ich glaube, ab ein Schlüsselanhänger und dann, wenn man irgendwie im Zug ist und dann ist es langweilig oder im Tram oder im Bus oder so, kannst du heute schnell deine mega winzige, also die mega winzige Gameboy, hätte ich fast gesagt, auspacken und dann auf dem spielen. Das ist so witzig. Ja, genau. Ja. So nice. Richtig Voll. nice. Ja, Ja, cool. habe ich richtig Mega cool. herzig gefunden. Habe ich unbedingt vorstellen. Ist schon sehr herzig, wirklich. Total, gell. Ja gut, das wär's von Laut. Nächstes Mal haben wir vielleicht auch wieder etwas gekauft. Und dann können wir euch dann Ja, vielleicht etwas ja, anderes vorstellen. ja, jetzt hat es ja Lohn gegeben, also ich werde sicher, Jetzt kannst du wieder zuschlagen, sicher Nico, gell? irgendetwas mir besorgen, auf jeden Fall, ja. Ja, Bevor wunderbar. ich ja dann auf Amerika abdüse. Ja, stimmt. Dann brauchen wir den Ersatz für den Nico. Der ist der Cyril wieder am Einspringen. 2-mal. Dann ist er selber auch noch, beziehungsweise in der ersten Woche ist er selber auch noch in der Ferien. Dann kommt er wahrscheinlich schon. Aber ja, Schon. wir hoffen natürlich, Super. es hat euch, ja, der schön schon. Schön schon, Spon schon, wie auch immer. Genau, das war es mit dem Podcast für heute. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, schaut unbedingt auch mal auf Reddit vorbei. Wir haben dort unseren eigenen Subreddit. Und dort seid ihr herzlich dazu eingeladen, jenschen Scheiß zu posten. Sei es Empfehlungen, Fragen, Themen, die euch interessieren, Abstimmungen, die ihr machen wollt. Und ja, wie immer verlinken wir euch natürlich den Link zu diesem Subreddit in den Shownotes. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns doch schnell Horti 5 Sterne, das würde uns mega freuen. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Beziehungsweise hören uns in einer Woche wieder. In einer Woche. Ciao zusammen. Ich wünsche euch, macht's gut. Tschüss zusammen, schöne Woche. Ja, wunderbar. Dann wäre es das mit unserem Podcast für heute. Cool. Yes, du hier gerade schnell, wo ich so paranoid bin. Schnell alles speichern und exportieren. Ja, das ist vielleicht besser. Ja, wie wirklich der Raum ist auch so ein bisschen, ja, ein bisschen paranoid irgendwie. Vor allem seit dem Eve. Hat Ja, der der Stobli Eve mal hat nicht. mal... Nein, er hat es abgespeichert auf dem Desktop und dann, als er mir es schicken wollte, ist es weg gewesen. Und das Programm hat er natürlich schon zugemacht. Oh, Da bin ich ein bisschen paranoid. Verstehe ich sehr gut. Aber ja.
Ja, so, hey Leute, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Ich kann mal schauen, was sonst noch so geschrieben worden ist, während wir hier in der Aufnahme waren. Die Aufnahme ist, by the way, vorbei. So. Warte, Wir haben schon noch einiges gehabt. Da. N64 legendär auf dem Sofa, sagt der Lukas. Yes. Er hat auch geschrieben, ich habe sogar im Keller ein N64 mit GoldenEye immer noch, ist einfach geil gewesen, das 4. Ich bin 38, ich kenne das noch gut. Ja, okay, perfekt. Ich glaube, er heißt Luca, oder? Lukas? Lukans steht da. Luca, in dem Fall Luca. Okay. Und er hat noch Und Bits. hey, 100 Bits, OMG, merci vielmals. Das habe ich gar nicht gesehen. Hey Luca, falls du da bist, vielen Dank für die 100 Bits. Übrigens zu eurer Information, sämtliche Einnahmen, die wir mit dem Stream generieren, also alle Bits, alle Abos, alle Werbeeinnahmen und so weiter, die gehen an einen guten Zweck. Wir können euch leider nach wie vor nicht sagen, was es für ein Unternehmen ist. Ich habe mal wieder nachgehakt. Ich werde auch nächste Woche nochmal es ist Menti. Diese Woche nochmal nachhaken. Ich würde nämlich selber gerne wissen, was das ist. Und ja, aber auch, dass ihr es wisst, wir behalten nichts von dem Geld. Es geht alles weiter an einen guten Zweck. Yes. So sieht es aus. Sehr gut. Und er, also eben 100 Bits, da müssen wir so mal sagen, merci. Dankeschön. Das ist mega viel. Und dann haben wir da noch Unterhaltung gehabt. Der Sellera war sehr aktiv gewesen, hat da unglaublich mir auch geholfen, merci nochmal schnell, auch für das Reindroppen mit dem Kylo Ren ohne dich. Ja. Hätte ich es nicht gewusst. Und das ist eben das Coole am Chat, wenn man ihn nebenzu hat. Eure Tipps sind Gold wert, wenn man aber nicht mehr, also wenn man irgendwie feststeckt oder so, oder merkt so, shit, aber es kommt mir nicht mehr in den Sinn, eure Tipps bzw. eure Einwürfe, die ihr da noch bringt, sind wirklich Gold wert. Das kann man an dieser Stelle wirklich sagen. Genau. Der Marcel hat noch geschrieben, aber weißt du, wegen High Rush, also Hi-Fi Rush, das ist wie ein iPod in der Brust. Er hat es gestern angefangen zu zocken und es ist wirklich witzig. Das habe ich gesehen, ja. Artibatz ist auch da, hoi Artibatz. Und der Ameloni freut sich auf SpongeBob Cosmic Shake. Das kommt morgen raus, hä? Fair enough. Ja, gut. Atraxo freut sich auf Hogwarts. Auch fair. Ja. Hogwarts Legacy das stimmt, kommt Hogwarts freust du dich auch extrem. Ja, wobei ich bin so unsicher. Also ich werde es sicher nicht live, also streamen auf meinem privaten Channel. Das Thema ist jetzt vorbei. Aber ich habe schon vorher gewusst, ich werde es nicht streamen, live auf meinem privaten Channel. Ob ich es hier streame auf brack.ch, ich bin leider an dem Tag, wo es rauskommt, nicht um. Ich bin dann weg, ich bin dann in der Ferien. Aber, also einfach ein verlängertes Wochenende. Darum kann ich es natürlich am Freitag dann nicht streamen, wenn es rauskommt. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es überhaupt streamen will, weil ich habe ehrlich gesagt so wirklich überhaupt keine Lust auf die ganzen Haters, die dann irgendwie nur darauf warten, dass sie irgendwelche Kanäle können bashen, die das Game spielen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe eine Abstimmung gemacht auf Reddit, leider hat noch niemand abgestimmt. Also falls ihr eine Meinung habt zu Hogwarts Legacy und dort wollt uns ein bisschen unterstützen, was ihr davon haltet und uns vielleicht unsere Ängste und Sorgen nehmen oder bestätigen, je nachdem, geht doch bitte abstimmen, beziehungsweise schreibt eure Kommentare, also eure Meinung in die Kommentare. Ich tue noch so schnell, Moment, Reddit. Ich tue noch kurz schnell den Link hier posten. Da ist dazu. Genau. Copy-Link hier. Das ist der Link zum Reddit, direkt zum Post. Wäre ich echt froh, wenn ihr dort ein bisschen würdet, eure Meinung da lassen. Weil, ja, wie gesagt, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass die Leute das boykottieren. Aber ich bin halt gleich auch mit dem aufgewachsen. Das war meine Jugend, mein junges Erwachsenenalter.
Ich habe mir Mhm. so ein Game wirklich schon seit eh und je gewünscht. Aber also darum, also Spieler ist bei mir klar, dass ich das werde, muss ich wirklich sagen. Aber halt dann nicht öffentlich, weil ich dann wirklich keine Lust habe auf irgendwelches Gebäsche. Ja. Ja, aber dort darf ich noch schnell fragen, der Mhm. Grund für das Gebäsch sind die Aussagen von J.K. Rowling, oder? Ja, das ist einfach eine dumme Kuh. Die hat einfach das Leben nicht begriffen, ganz ehrlich. Ja, ja. Ja. Und die macht da weiter und zeigt sich nicht einsichtig, oder? Das ist so ein bisschen Nein, das. null. Nein, das steht da vor irgendeiner Aussage. Ah, okay. Ja, egal. Ja, ja. Ähm, Übrigens, der Schauspieler, den du gesagt hast bei Star Wars, ist anscheinend der gleiche Schauspieler, der bei Gotham den Joker hat gespielt. Okay, Moment. Und Keta Hm. Rooks hat gefragt, ist das auch mit der Frostbite Engine gemacht worden? Das war auch noch während dem Star Wars. Weiß Ich nicht, Nico, glaube, weißt ja. du da Ja, mehr? ich glaube, also es sieht immer so aus. Okay. Äh, ich muss jetzt ganz schnell schauen, der Schauspieler, der Joker spielt. Das Lichtschwert mit Crossguard Gotham. ist nicht gross anders wie eins ohne, abgesehen davon, dass die Hände besser Ja, geschützt sind vor gegnerischen Angriffen. ich habe so recht. Ich habe so recht. Ich habe so recht. Das ist genau der Dude. Es ist genau. Und ich habe es nie gegoogelt, aber es ist genau der Dude. Nice. Es ist der Cameron Monaghan. Ich kenne den wirklich Aha, von Shameless. Shameless musst du schauen, Steffi. Unbedingt ist ich eine muss Serie, nur die musst sterben, du Nico. schauen. Nein, die musst du schauen, die wirst du feiern. Hundertprozentig. Ich weiß es, du wirst die feiern. Shameless, schau sie. Schau Auf sie. Es ist Netflix. wirklich. Nein. Also ich glaube, die ist mittlerweile so alt. Also. Dann schaue ich es erst recht nicht. Nein, sie ist wirklich mega Nein, gut. ganz ehrlich, ist gut, ich merke mir es, wenn ich mal drüber stolpere, es sollte aus irgendeinem Grund würde ich es schauen, aber ja, sonst auch nicht. Also ich gehe es nicht aktiv suchen und gebe noch Geld aus, nur dass ich diese Serie schauen kann. Nein, du musst nicht Aber Geld ausgeben, Steffi. Es gibt Seiten, wo man die gut schauen kann. Nico, von diesen Seiten reden wir nicht, die existieren hier nicht. Genau, also es gibt Seiten, die nicht existieren. Genau. Genau. Atrax hat auch geschrieben, es war das erste Game, das ich auf dem Nintendo gespielt habe. Also das Ocarina of Time, denke ich mal, ist das gewesen. Mega gut. Cool. Was war dein erstes Game, Nico? Was war euch das erste Game, das ihr jemals gezockt habt, Leute? Schreibt da mal in den Mein Kommentar. erster Game, mein erster Game, mein erster Game, mein erster Game, mein erster Game. Weißt du es überhaupt noch? So ein Mein vierjähriger Knopf. erster Game. Warte schnell. Huh. Das ist eine mega gute Frage. Selra hat Also noch ich geschrieben, glaube ich so ein sag's mal so. Lernspiel, so Adi. Die hatte ich auch gehabt. Oh mein Gott, ja. Die war super. Ich habe es geliebt. Selra hat noch geschrieben, ich sag's mal so, man kann sich Hogwarts Legacy schon gönnen, ist kein Problem. Man muss sich einfach bewusst sein, wer dahinter steht und was teils für Sachen auch im Harry Potter Franchise vorkommen. Ja, also eben, ich bin mir dessen völlig bewusst. Ich will aber eigentlich dem Game und vor allem dieser Frau wirklich auch nicht wirklich noch eine zusätzliche Plattform geben. Darum bin ich so ein bisschen hin und her Ja, fair. gerissen. Wo wir als brack.ch, als Shop, ja, wir sind natürlich, das ist unser Geschäft, das ist unser Business. Wir müssen natürlich auch zeigen, was wir haben, was es gibt und so weiter. Das darf man halt, das muss man jetzt halt so ein bisschen gegeneinander abwägen, oder? Wo, ja, you know. Sie wird sogar Fair. immer radikaler. Oha, shit, okay. Die Wirklich. Kollegin von der Rowling lässt an ihren Anti-Trans-Rallies jetzt sogar Leute unkommentiert aus Mein Kampf zitieren. Oh Gott. Schwierig. Oh Schwierig. Gott. Es geht ja schon in die Richtung Kanye West. Ja, sag nicht. Traurige Sache, ja. Matthew hat geschrieben Ja. Pong. Pong auf der Atari war sein erstes Game. Ja, also Pong ist natürlich der Godfather, Urvater von allen Games. Voll. Und Zelda Oder Eve. sagt Kim Possible auf dem GBA. Oh. Die habe ich einen Crush Game Boy gehabt, als ich klein Advance, war. ist das gewesen, gell? Was hast du gesagt? Hä? Was hast du gemeint, Nico? Nicht so wichtig. Kim Possible, Mensch. Hä? Ja, ich habe einfach gerne Serie geschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es ein Game hat, das so alt ist. Nein, ich hatte einen Crush auf die, als ich Ja, klein wer war. schon nicht? Hallo. Ich glaube, sogar jedes Mädchen hat einen Crush auf die gehabt.
Also ernsthaft, die ist ja mal hure geil. Auf die und auf die Stripperella. Was ist Stripperella? What the hell? Das lassen wir jetzt. Moment, dann muss ich auch googlen, oder komme ich den Virus? Nein. Nein. Das ist schon so eine Jeez, spezielle... die. Oh Gott, ja, nein, okay. Deine Big Boobs. Also mein erster eigener Sonic ist der Mega Drive. Mein erster... Was eigener Sonic? Also was ist dein erste eigene? Das andere hat deine Eltern gehört, oder was? Und das eigene Game, das erste eigene Game, das du hast, war Sonic auf dem Mega Drive. Okay. Ich glaube, das können entziffern. Ciao, Varabundo, hoi. Super Mario auf der NES, sagt der Raziel. Ich weiß, sagt Indiana Jones, Last Crusade. Crusade oder Crusade? Crusade, oder? Crusade. 286er DX2. Das klingt auch sehr alt, Yves. Das Ja, klingt es sehr klingt alt. sehr alt, Yves. Aber Indiana Jones findet das sicher gut. Hörst du nicht? Ich höre nicht. Ja, Ich gehe jetzt ein bisschen mit der Peitsche. Saugeil. Ja, er geht sicher auch den neuen Indiana Jones im Kino schauen. Ja. Kim Possible Serie und Und der Games neue- ist sehr und der cool. neue Ey, die Indiana Serie war Jones. fantastisch. Ich schaue es jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber Kim Possible habe ich echt gerne geschaut, die ist so cool. Kim Possible. Ja, das ist noch mit ihrem Molch, oder? Sie hat doch so einen Hey, Nacktmolch Varabundo, ja, nein, der Ron. Der Ron ist ja so ihre rechte Hand, also so ein bisschen ihre Schützling, hat er gesagt, und ihr Boyfriend. Also mit der Zeit, irgendwann entsteht so eine Love Story. Also er hatte, glaube ich, schon immer einen Crush auf sie. Und sie merkt dann irgendwann mal, dass sie auch einen Crush auf ihn hat. Und dann kommen sie ja zusammen. Ron. Der Ron mit Der den blonden Haaren. Blond, Der oder? Doofy. Er ist so ein Doofy. Er ist halt wirklich so ein Ron, no. Von Best Friend zu Boyfriend. Ja, Ja, das genau. erinnert mich gerade an alle die Frauen. I married my best friend. Ja, It was the genau. best Aber es choice ist halt, of my life. ist halt schon sehr witzig, weil sie halt wirklich so badass Frau ist. Also so, ja, Teenagerin ist sie, aber halt wirklich so badass Action-Brut, die alles kann, literally. Und er ist halt wirklich so ein Doofy. Er ist halt wirklich, er kann nichts. Er ist meistens einfach wirklich ein Klotz am Bein und sie muss ihn ständig retten und so. Aber es ist herzig. Und der Nachtmull gehört eben ihm. Der Nachtmull ist ab und zu effektiv auch hilfreich. I see. Fantastisch gewesen, ja. Das macht Sinn. Hast Der Rufus, genau. Ja, stimmt, der Rufus. So cute. Wie bei Percy Jackson. Rufus. Ich habe Percy Jackson nur den allerersten Film gesehen, sonst bin ich nie mit dem Franchise in Berührung gekommen, muss ich zugeben. Ich gehe nicht. Aber ist das nicht der mit dem Zac Efron? Keine Ahnung. Hauptrolle. Nein, ich glaube nicht. Oh nein. Nicht? Warte schnell. Aber auch so ein Dude hat ausgesehen wie der Justin Bieber. Ja, in diesem Ich schwöre. Teenageralter vor 10 Jahren haben doch alle etwa gleich ausgesehen. Teenager sehen immer gleich aus irgendwie. True. Vor allem in Amerika. So die Frisur gewesen. Oh ja, die Filme sind absolut schrecklich bei Percy Jackson. Ja, eben genau darum habe ich den ersten Film geschaut und dann keinen weiteren mehr, den ich schlimm gefunden habe. Nächstes Jahr kommt die Disney Plus Serie, wo der Autor mitarbeitet. Oh, okay, das könnte spannend sein. Es gibt Gründe, wieso nur 2 Percy Jackson Bücher verfilmt worden sind. Okay, in dem Fall habe ich gar nicht so wahnsinnig viel verpasst. Das ist doch gut. Das aber sind ja, wenn Bücher natürlich der gewesen. Autor, ja, es beruht auf einem Buch. Wenn es natürlich eine Serie gibt, wo der Autor auch mitarbeitet, das ist natürlich immer von Vorteil. True. Ausser die Bücherserie ist noch nicht fertig und die Gaming-Serie muss aber trotzdem zu einem Ende kommen. Und dann passieren ganz komische Sachen, so wie bei Game of Thrones. Oh ja, aber das hätten wir jetzt nicht, was Nein, dort passiert. Nein, lieber nicht. Ei. Das stimmt. Aber ja, das ist schon so gewesen, man hat es schon so gewusst. Mhm. Irgendwie hat man es schon so gespoilert bekommen. Ich weiss noch, ich habe dann die letzte Folge irgendwie verpasst zu schauen, weil ich noch irgendetwas los hatte.
Und dann hat man schon 9gag ist schon so voll gewesen mit diesen Hass-Posts. So, you ruined it und how to ruin an epic saga und so. Und ich so, oh nein, die letzte Folge ist auch richtig schlimm. Ja, aber es ist in meinen Augen sehr obvious gewesen, dass das wird passieren. Aber ja, schade trotzdem. Das stimmt einfach schon. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, dann haben wir von doch, heute. dann haben wir doch einen wunderschönen Stream gehabt heute. Einen wunderschönen Podcast. Dann würde ich sagen, dann kann ich doch jetzt mal noch, beziehungsweise ich werde jetzt noch einen Post machen zur Episode von letzter Woche. Da habe ich nämlich bin immer noch nicht dazu gekommen, die auf Twitter zu posten, jetzt endlich das Snippet machen und das jetzt auf Twitter posten. Also falls ihr die alte Episode, also die von letzter Woche noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein, es lohnt sich. Geht rein, ja, sie ist mega gut. Und dann werdet ihr auch ein bisschen mehr über Reddit hören. Wir haben jetzt Reddit, wir sagen es nochmal. Reddit. Ist jetzt auf Reddit. Wir wären mega froh, wenn ihr dort ein bisschen könntet, Gas geben. So cool. Also Massi, der Ruf geht auch an dich. Du bist da ein bisschen der Chatleader. Bitte alle Leute auf Reddit führen, so wie Moses seine Leute hat geführt. Genau. Und nachher tust du als Prophet Reddit brack.ch den Leuten vorstellen. Wären wir mega verbunden, weil dort können wir nachher auch coole Sachen abstimmen und Community diskutieren. Ja, und eigentlich kann ich auch also ich habe wirklich eine Umfrage gemacht, was ich am Freitag so streamen, also letzte Woche. Ja. Und ich habe euch die Wahl gelassen, aber wenn natürlich niemand mitmacht, dann kann ich also muss ich gib mir ein selber bisschen Zeit, entscheiden. Steffi. Nein, Das ist ja noch nicht so lange. nein, ich habe keine Zeit, erwartet, dass es noch vorgestern gemacht ist. Ja, ich weiss, Moses ist vielleicht falsch. Ja. Aber ich würde es auch nicht da alles sieht zu man, wie fest. viel Ahnung ich von so Bibel biblischen Sachen ja. habe. Ja, ist Ich gut. gehe null, wirklich null. Bibel während meiner was ist das? Obligatorische Kirchenzeit. Wie sagt man dem? Kalwe. Kirchlicher Unterricht. Kalwe. Ja, Kalwe. Gell? Ja, dann habe ich halt ab und zu Kalwe. mal, also hat man halt ab und zu mal die eine oder andere Stelle aus der Bibel müssen lesen, aber das ist bei mir da rein und da raus. Also, keine Ahnung. Also Kalwe bin ich gegangen, weil es hat geheißen, man bekommt Geld, wenn man konfirmiert wird. Aha! Ja, wenn bei Konfirmation nachher. Ja, genau, da kommen ganz viele Geschenke. Ja, dann wird man ein bisschen gefeiert, dann kommen viele Geschenke, man kommt Geld über und dann kann man eigentlich schon wieder aus der Kirche austreten. Dann schlussendlich ist es Genau. einem selber überlassen, ob man aus der Kirche austritt oder bleibt. Ja, kommt halt auch Auf darauf jeden an, Fall. ob man kirchlich heiraten oder ein bisschen wegen der Familie, wie das ist. Und ja, jedem selber überlassen. Das ist immer so das Geschichte. Aber eben, ich würde sagen, heiraten ist ja bei dir eh kein Thema, Steffi. Nein. Nicht solange die Hochzeitssteuer besteht, sagen wir es so. Genau, weil das ist ja eigentlich einfach nicht fair gegenüber Eheleuten. Voilà. Aber anscheinend habe ich letztens gehört, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man zusammen wohnt, muss man das trotzdem zahlen. Also dann kommt es wieder... ja, wirklich? keine Ahnung. Ich muss mich da mal noch ein bisschen genauer darüber informieren. Das nimmt mich dann schon Wunder. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber auf jeden Fall ist das für mich so einer der Hauptgründe. Ja. Also, aber eine gewisse Zeit im Konkubinat in dem Fall, so heisst ja das. Ja. Das ist ein genau. Konkubinat. Ja. Was fragen mich einmal, wieso sich Christen so häufig auf das Alte Testament beziehen, wenn Jesus so alles Wichtige im Neuen Testament vorkommt? Absolut keine Ahnung. I don't care. Ganz ehrlich, mir echt gleich. Also gibt ja, da muss ich mal reinschauen. Es gibt tatsächlich ein Game auf Steam, wo du kannst die Bibel durchspielen. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber ja. Ja. Kannst du die Bibel durchspielen? Ja, ich weiß nicht genau, wie das so funktioniert, aber ich muss es mal anschauen. Es könnte sicher noch interessant sein. Ja, Aber, es ist vor allem kannst du auch mega cheaten. Keine Ahnung. Also, literally das einzige Relevante im Alten Testament sind die 10 Gebote und prophezeit, dass Jesus auf die Erde kommt. Eben, Jesus kommt auf die Erde. Es ist prophezeit worden. Selra, es ist prophezeit worden. Glaub doch der Prophezeiung. Ja. God-Mode, ja genau, God-Mode. Aber wir tun jetzt sicher keine Religionen roasten hier, weil Nein, das überhaupt ist nicht. Apropos God-Mode.
Ich habe Hades fertig. Nice. Ja. Also, fertig ist es ja nie, aber die Hauptstory Durchgespielt. habe ich fertig. Die Hauptstory. Und Sehr es gut. ist so genial. Am Schluss habe ich wirklich so, oh, das ist so toll. Es ist wirklich, also, egal hast du wie das Tränchen viel... Ja, aber ich war knapp nicht vor dem Brüllen, sag das. Nein, aber egal wie viel Zeit vergeht zwischen meinen einzelnen Sessions, es packt mich jedes Mal aufs Neue. Es ist so, so toll. Okay. Ja. Ja, Also die Hauptstory, fantastisch. Ja, nur gut von dir gehört, das Ja, stimmt aber es ist schon. wirklich, also jeder, was spielt, ich frage mich, letztens hat mir sogar jemand angerufen. Steffi, ich habe das gespielt zum ersten Mal. Es ist so cool. Ja. Geil. Ich so, okay, cool, Bro. Ja, nein, ist herzig, ich habe sehr Cool Freude Story, Bro. Ja. Jetzt nicht mir bitte nicht mehr an, wer bist du? Nein, ich habe Freude gehabt, das ist echt cool gewesen. Ja, aber ich habe ja wirklich bei jedem, wo mir über den Weg gelaufen ist, habe ich ja eine Zeit lang das angetragen. Ja, du musst unbedingt Hades spielen. Kennst du Hades schon? Hast du Hades schon gespielt? Ja. Und das ist wirklich, Geil. das ist, Hades ist es so, Death's Door und Death Story, ja. Das sind so die zwei Games. Ja. True. Vom letzten Jahr, wo ich wirklich jedem angetragen habe. Und auch das mit dem Fuchs, oder? Das hast du auch gut gefunden. Tuning, ja, aber nicht im gleichen Ausmaß wie Hades und Death's Door. Okay. Auch gut, aber Okay. nicht auf dem gleichen Level. Ich konnte es vor allem nie beenden. Viel zu schwierig. Ah, wirklich? Ist das Ja. das Game, das dich so fordert? Ja, also Death's Door ist ja für einige schon schwierig. Habe ich jetzt okay gefunden, aber Tuning ist brutal, Mann. Also ich konnte es nie beenden. Ich muss ja mal von vorne anfangen oder so. I don't know, aber es ist auf jeden Fall hure schwierig. Ich muss Hades auch irgendwann noch spielen. Zelda, ja, do it! What are you waiting for? Vor allem, weil der zweite Teil schon announced worden ist. Es kommt der zweite Teil raus. Also bis dann musst du wenigstens die Hauptstory schon fertig haben. Ja. Hast du es gehört, Zeller, oder hast du etwas vor? Ja, Etwas vor. da wird schon Ja, ein paar gut. Stunden drin verbraten. Ja, cool. Ja, gut. So viel zu unseren Euphorien. Was Asterigos, also ein kind of Souls-like Game, auch inspiriert von Mythologie. Asterigos. Muss ich schauen. Klingt nach Asterix irgendwie, I don't know why. Curse of the Stars. Ja, Asterix heißt ja auch Stern, Steffi. Das habe ich, glaube sogar auf meiner Wishlist. Ja, das habe ich auf Hast du meiner das gewusst? Wishlist. Asterix heißt Stern. Ja, Ja, wenn auf mal gewusst Latinisch. habe. Very positive. Nicht schlecht. Okay. Ah, das habe ich auch mal gesehen. Das haben wir im Fall mal Auf der angeschaut. Wishlist, ja, voll. Ja, stimmt, da haben wir sogar mal darüber geredet. Das hast du dann vorgestellt. Das ist Mann. mega ähnlich. Das erinnert ja. mich mega an das Dings. Es erinnert mich So, von das der Gefühl. Grafik her mega an Dings, an Immortals Phoenix Rising. Aber das meine ich, ja. Ja, Das meine ich. Immortals Phoenix Rising übrigens immer noch eines der geilsten Spiele. Also muss ich auch sagen, wirklich mega cool. Ich spiele es so gerne, es macht so Bock. Und der Du streamst du am Humor, Freitag, der oder Humor was streamst ist du? einfach fantastisch. Nein, aber wie gesagt, ich denke, also ich bin mir schwer am Überlegen, an einem Freitag Hi-Fi Rush zu streamen. Okay. Cool. Mach ein bisschen etwas anderes. Ja, finde ich gut. Also am Freitag einschalten, wenn Steffi streamt. Übrigens auch Yes. morgen einschalten, wo der Cyril sein Zeug zusammenbaut. Ja, wieder. am Eis ist der Cyril wieder dran. Ich glaube, er baut das im Eiffelturm weiter, wenn ich es recht im Kopf habe. Der ist ja noch far from finished. Also das geht noch ein Weile, bis der fertig ist. Das ist ja ein riesen Teil, Mann. Genau. Stimmt, das geht das Zeitchen noch. Und er am Mittwoch Mittwoch ist der Troy. Troy. Er macht, glaube ich, nicht mehr weiter mit Need for Speed, so wie es Was tönt. macht Er er wird denn etwas sonst? Neues spielen. Wer spielt Hi-Fi Rush? Troy, an Ja. der Stelle. Wenn du Hi-Fi Rush spielst am Mittwoch. Wer spielt Ehrlich? nicht Hi-Fi Rush? Ich glaube, er will Dings spielen. Also er hat irgendetwas gesagt von, also The Sinking City ist ihm empfohlen worden. Okay, gut. Das Fand darfst ich du noch spielen. spannend. Aber eigentlich hätte ich mich mehr auf weiteres Need for Speed gefreut. Ja, kannst du nicht zwingen. Nein, kann Raisil, wieso ist Eis nicht eine gute Zeit? Ich streame am Ja. Freitag auch am Eis. Die Leute Wir sind müssen dann halt am zu unseren Arbeitszeiten. Arbeitszeiten streamen, gell? Vergiss es nicht. Ja. Wir sind natürlich an Arbeitszeiten gebunden. Darum bleibt uns leider gar nichts anderes übrig. Mittagspause ist vorbei. Ja, der Cyril hat früher zwischen 11 und 1 gestreamt, aber es ist natürlich für ihn auch doof. Entweder hat er vor der 11 müssen das Mittag essen Ja. oder irgendwie um 1:30 mal. Und dann ist die Mensa, also unsere Cafeteria, wie sagt man? Die Mensa
Unsere Mensa ist dann schon zu, da gibt es einfach nichts mehr zu essen und das ist auch blöd. Also ja, von dem her hat er sich dazu entschieden, dass er jetzt ab diesem Jahr am Ace anfängt zu streamen. Sorry, aber das ist absolut gerechtfertigt. Und da ganz ehrlich, entweder ihr könnt oder ihr könnt nicht. Wir freuen uns immer, wenn ihr da seid. Vergesst das nicht. Auch wenn ihr einfach im Lurk seid und zuschaut, das ist für uns mega Gold wert. Und falls ihr halt mal wirklich nicht könnt, ist ja, das ist halt so. Dann kommen wir auch das nächste Mal wieder. Kein Problem, vielleicht ist der Chef dann nicht da. Du, ganz ehrlich, sonst lässt es einfach im Hintergrund ein bisschen laufen. Das ist nicht wie Ja, Radio. also genau. Also den Stream kann man glaube ich immer im Ja, ich Hintergrund ein denke bisschen laufen. so, ja voll. Eigentlich kein Problem Ja. sein. Und könnt ihr uns auch ein bisschen supporten und halt auch mal einen freien Tag reinschauen. Also, aber bei uns ist das auch so. Wir haben den Stream immer nebendran am Laufen und ich bin ja auch noch Moderator ab und zu. Dann probiere ich dort auch noch ein bisschen etwas reinzuschreiben und mitzuhelfen, den Stream zu managen. Aber ich bin auch multitaskingfähig irgendwie. Man glaubt es fast nicht, aber irgendwie schon. Ich weiß nicht Gut. wie gut, aber ich glaube Das schon. ist zwar nicht gesund fürs Hirn, aber ist okay. Ja, gut. Da gibt es Ja, andere, die also noch viel Leute, weniger gesund ist. macht nicht zu viel Multitasking. Genau. Konzentriert euch auf einen Task nach dem anderen, schont euch das Hirn. Genau. Und genau, schaltet unbedingt morgen um 1 wieder ein. Und ja, sonst am Mittwoch um 3, am Freitag um 1 oder in einer Woche wieder am 3 hier mit Buff Crate Loot. Dann wünschen wir euch noch einen ganz guten restlichen Montag. Habt nach Sorge, happy Nami zusammen. Danke vielmals, Warabunda, wünsche ich dir. Schöne auch. Woche. Danke, Cedra, dir auch. Euch allen auch noch eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Bis dann. Tüdelü, Ciao. genau, tüdelü.